wie das Pitje Pater war ist, vom Pitje selber erzählt. Eine Geschichte vom Pater Balduino Rambo. Heute mal 2 Kapitel lesen. Das 3. Kapitel, wie das Pitje so schön gewachsen ist, und das 4. Kapitel, wie das Pitje Beeren gelernt hat. Wollen wir dann gleich mit dem 3. Kapitel anfangen. Wie das Pitje so schön gewachsen ist. Wie das Pitje so ein paar Monate alt war, da war es immer so schrecklich derche und hat Armchen, die waren so dick wie Finger, und Fingerchen, die waren nicht viel dicker wie ein Fixfeierspänchen. Da drüber war dem Pitje sein Mutter arg traurig. Nee, ich sah'n aber doch, sagt sie. Ich weiß gar nicht, was eigentlich mit dem Kind ist. Es tut nicht schreien, es ist sonst gesund. Aber es ist so entsetzlich der. Wenn ich nur wüsst, was ich machen soll, dass es mir anfangen zu wachsen. Wie die Mutter das sagt, da hat das Lieschen grad ewig dabei gestanden. Das Lieschen war 8 Jahre alt und ist es 2 Jahre in die Schule gegangen. Dem alt Septemberwetter sein Mariechen sagt das Lieschen, kleine Kinder, wo nicht richtig wachsen deren, müssten viel Käsemilch trinken, dann deren sie fix dick und groß und stark wären. Da hat aber auch das Luise gesagt, wo es 1. Jahr in die Schule gegangen ist. Der mächtig Bastian sein Anna sagt, sein Großmutter hat gesagt, die Leute der sagen, wenn die kleinen Kinder viel Käsemilch trinken deren, dann deren sie ein ganz spitz Kinn und ich Smeilchen kriegen. Das ist mir sicher nicht wahr, sagt das Lieschen. Wenn das wahr wär, dann müsste dem alt Septemberwetter sein Kinder allen ganz spitz Kinn haben. Von denen hat aber keines ein spitz Kinn. Das Mariechen sagt, es tät jeder Abend und jeder Morgen noch immer sein Kaneckchen Käsemilch trinken. Und dass es so gut aussehen tät, das kämt von der Käsemilch. Wenn das so ist, sagt die Mutter, dann will ich mir der nächste Sonntag die alt Septemberwetter frohen. Wie die alt Septemberwetter gehört hat, dass es dem Pitje so arg schabig gehen tät, hat sie dem Pitje seiner Mutter gleich ein von ihrer Käse angebot, was er lehne so lang wie sie brauchte. Und der Grumperemetz hat sich gleich montags morgens auf sein Pikas gesetzt und ist die Käse holen geriet. Die Käse wollt aber nicht nachgehen, und wie der Grumperemetz mit Gewalt hinig seinem Kaul nachfahren wollt, hat sie sich einfach auf der Pans in die Straße fallen gelassen und ist nimmer aufgestanden. Da ist er mit heim, hat die Ochse an der Wand gespannt, ist hingefahren, hat die Käse auf der Wand gehoben und hat sie heimgebrungen. Die ersten Tag hat die Käse vor lauter Pässigkeit kein Milch gegeben. Aber das Lieschen hat sie so gut gefüttert mit Eierputsche, dass er dann immer ein großer Kanäcker voll Milch gegeben hat. Von da an hat das Pitje jeden Tag ein Fläschelchen voll Käsemilch gesuckelt und schon vom 2. Tag an ist er fetter war. Wie 14 Tage rum waren, da hat kein Mensch geglaubt, dass das dick Biebchen, wo vor lauter Gesundheit nächst nimmer aus der Augen gesehen hat, dass der Pitje wär. Das Luise hat den ganzen Tag an der Weg gehuckt und geguckt, ob das Spitzkind nicht doch noch einmal kommen tät. Aber das Lieschen hat's ausgelacht und ewig das Pitje gesagt. Hallo Pitje, trinkje schönche Milche, dass du große wäscht. Und jetzt das 4. Kapitel, wie das Pitje Beeren gelernt hat. Wie das Pitje angefangen hat von selber zu sitzen, zu graveln und zu schwätzen, da hat's am schmalen Ende vom Tisch zwischen Vater und Mutter sein hoher Stuhl gekriegt und Beeren gelernt. Wenn die 3 Mädchen, das Lieschen, das Luise und das Katje vorm Essen vorgebet haben, dann hat der Vater dem Pitje sein Händchen geholt und zusammengetun und Skreiz damit gemacht. Die erste Zeit hat das Pitje gar nicht gern gebet. Das hat ihm immer so lang gedauert und das Essen hat so schön auf dem Tisch gedämmt und so gut geroch. Der Vater hat ihm auch die meiste Zeit schon vorm Beten ein paar Grumbeerensticker auf der Blechdelle gelegt, dass er fixer kalt werden sollte. Dann hat das Pitje aber oft gar nicht auf das Beeren aufgepasst, hat mit der kleinen Finger ein Grumbeerenstick ganz heilig im Teller rumgeschiffelt und probiert,
ob's das Stück nicht ins Meilchen bringen könnt, ohne dass der Vater sehen tät. Dabei hat's dann die ganze Zeit immer so schepp auf der Vater geguckt. Der Vater hat das aber alles gesehen. Und wenn das Pietje grad das Grumpeterstück aufheben wollt, hat er mit dem großen dicken Finger auf die Ständ geknipst. Das hat gemacht, wie wenn man auf eine Melone knipst, wo noch nicht zeitig ist. Dann hat das Pietje aber gleich das Grumpeterstück leihen gelassen und mit Meilchen ein paar Schippchen gemacht und ist ganz ruhig hucken geblieben. Wie das Pietje schon ein bisschen größer war, da hat's schon selber mitgebet. Weil's aber nicht wusst, was die Große eigentlich sagen, wenn sie gebet han, hat's einfach so mitgebabbelt, was ihm grad so ingefallen ist. Wenn's auch gar nichts mit dem Beten zu tun hat. Dann hat's zum Kicherlor rausgeguckt, wo man dem Altbonsing sein Zuckerrohrstück gesehen hat und gebet. Dem Großvater sein Zuckerrohr wächst noch schön. Dem Septemberwetter sein Klee ist schon trocken. Ich glaube, es gibt heut noch Rehen. Und allerhand so dumm Zeug, dass die Mädchen manchmal helig überm Bäder gekickelt han. Nur das Kreuz konnt das Pietje richtig machen, wenn's auch lang nicht wusst, was für Hand die richtig wär. Dann hat die Mutter das Schutzengel-Gebetje gelernt und das Luise das Vaterunser. Die Mutter hat auch das Pietje oft im Haus an die Bilder gehoben, wo rundherum an der Wand gehangen han, und gesagt: Das ist unser Herrgott. Das ist die Mutter Gottes. Das ist der heilige Josef. Es hat auch gar nicht lang gedauert, da braucht man das Pietje nur so froh. Wo ist unser Herrgott? Wo ist die Mutter Gottes? Und dann hat das Pietje gleich auf der Bilder gewiss und gesagt: Do, do, do. Das hat dann der Leid immer ordentlich Spaß gemacht. Smejers der Großmutter, der Maltbonsing seiner Katrin. Die hat sich immer schrecklich übers Pietje verwundert, dass es schon so klug wär, und gesagt: Grad so war unser Schwang, wie er groß war wie das Pietje. Kalin, ich glaub, das Pietje tut auch noch Pater werden. Wennst du das gern gehört und gelesen hast, lass dein Like. Sei sicher, dass du den Kanal unterzeichnet hast, weil ich komme gleich mit noch einem Teil und so tust das nicht verpassen. Du kannst den Kanal unterstützen durch unsere Katharsis-Kampagne oder mit einer spontanen Abgabe durch Pix oder PayPal. Und vergiss nicht mehr auf Instagram zu folgen. Dankeschön und bis bald.